Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA Vice City. Wir sind wieder im Hotel. Oh, eigentlich wollte ich nicht das Auto nehmen, aber auch egal. Ist eigentlich genau das gleiche, aber ja. Ich wollte noch einen Stern riskieren. Ja, wir haben ja in der letzten Folge die Attentatmissionen versucht zu machen, wo wir aber kläglich daran gescheitert sind. Und in dieser Folge machen wir einfach jetzt nochmal die Mission. Wir versuchen es erneut, ob wir es jetzt echt schaffen. Ich habe zwar noch gesagt, wir gehen in einen Waffenladen zuerst. Das machen wir vielleicht besser schnell, weil wir bräuchten vielleicht ein bisschen mehr MP-Munition. Und wir brauchen ein schnelles Auto, habe ich noch gesagt. Ganz wichtig. Wir haben zwar einen TÜV bei der Mission, die wir nehmen können. Und der TÜV ist eigentlich an und für sich auch keine schlechte Sache. Die Problematik ist einfach immer nur, wenn wir Schmier bekommen, dass die uns dann wegrammen. Und darum, ja, wird es ein bisschen schwierig werden. Aber wir probieren es jetzt auch gleich nochmal mit dem TÜV. Wir holen jetzt auch schnell kurz noch MP-Munition. Einfach, dass wir das noch haben. So, Entschuldigung. Voilà. Genau da. Bei so viel. Wir können ja dann nachher noch einmal auflesen dort. Dann haben wir auch noch mal ein bisschen mehr Munition bei uns. Aber, oh shit. Aber dass wir sicher mal ein bisschen haben. Oh. Scheiße. So, dann hoffen wir, dass wir die Mission schaffen. Ich weiß gar nicht, wie viele Attentate wir machen. Etwa 5 Stück, glaube ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir sehen es jetzt nachher gerade. Ich hoffe, ich schaffe es das mal. Es kommt eben noch eine andere Mission, die recht schwer ist. Ja, wir werden es sehen. Ich hoffe, dass ich das überspringen kann. Nein, das kann man eben nicht überspringen, wenn wir schauen. Laufen lassen. Wir haben es zwar schon gesehen, aber ja. Tape under the phone. Also das Englisch von dem Typ, Mann, ist wirklich so. Also es klingt wirklich, als wäre er irgendwie Schweizer. Ich sage es jedes Mal, ich weiß, aber es ist einfach so. Der Schweizer Attentäter. So, jo, geil, jetzt haben wir recht viel Munition bekommen. Also wir nehmen wieder den TÜV, weil ich glaube, der TÜV wäre eigentlich nicht mehr so schlecht. Volles Leben haben wir, und eine Rüstung haben wir sogar auch noch ein bisschen. Keine Ahnung, von, dass ich die Rüstung habe, aber wir haben sie noch. Der ist über uns, stimmt. Der ist schon dort oben. Den haben wir jetzt schnell wegsnipern. So. Nächste. Ist einfach der im Auto innen. Motobike. Schon Schmier natürlich. Komm, wir fahren hier schon durch. Ja, da komme ich auch durch, gut. Ich schieße jetzt einfach voll auf den, weil etwas anderes bleibt mir ja nicht übrig. Steig aus, bitte. So, perfekt. Nächste. Bis jetzt haben wir noch genug Munition. Ich hoffe, es reicht da bis am Schluss. Der andere. Oh shit, der andere hat uns jetzt recht viel Munition gekostet, aber der war immer so ein verdammter Tank hinter. Oh nein! Oh mein Gott! Alter, plötzlich steht der hinter mir. Ja, gemeint, jetzt. Es hat wirklich gemeint, jetzt nimmt es mich wieder wie so fehlgeschlagen. Aber der Polizist hat wenigstens schnell reagiert. Wir nehmen hier noch den Stern mit, dass wir den wieder verlieren. So. Und jetzt die nächste. Nein! Ah Mann! Scheiße. Wieder auf den TÜV. Come on. Die Mission ist jetzt so saumässig schwer, Mann. Vor allem eben halt, das Problem ist. Also es ist ja eigentlich realistisch, er geht relativ schnell ab dem TÜV, aber wenn du dich drehst und so. Ich meine, ich könnte auch nicht gefühlt 100 Jahre rückwärts fahren, aber à la GTA San Andreas sind wir da uns ein bisschen an etwas anderes gewöhnt auch. Und wir verlieren die Schmier schon wieder. Ah, wir haben sie wieder. Yes, sehr gut. Den haben wir auch mal. So,
Und jetzt noch den Töff fahren. Nein, jetzt kommt zuerst der auf der Yacht, stimmt. Habe ich schon wieder vergessen. Oder Yacht auf der, einfach auf dem Boot oben, meine ich. Und dann nachher kommt der noch mit dem Töff. Und dann weiss ich nicht, ob das der letzte ist oder ob noch weitere kommen. Ist das ein Schmierstand dann noch nicht nehmen? Nein, das ist die Pille irgendwie. Keine Ahnung, die Pille, da bin ich immer noch nicht so schlau geworden. Ist das einfach Slow Motion, dass man ein bisschen mehr Damage macht? Also so wie es Dead Eye eigentlich. So, ich schaue ein bisschen hier vorne ducken, dass wir ein bisschen mehr Speed haben. Gehen wir hier rein. Ich hoffe, ich komme hier nachher wieder rauf. Ah, ich kann sogar von hierher schiessen. Perfekt. Ist immer ein bisschen schwierig mit der Maus schiessen. Weil auf und runter schauen immer noch relativ zackig läuft, aber links rechts eben nicht. Aber ich glaube, das ist schon wegen. Gut, ich habe zwar Framerate, also Framerate, Alter, ich kann fast nicht mehr reden. Ein Limiter, sage ich jetzt einfach mal, von den Frames drinnen. Aber ja, es läuft halt gleich einfach übertrieben schnell manchmal. Wir haben immerhin immer noch einen Stern, das ist eigentlich gut. Weil. Das ist das Taxi gemacht. Weil sonst hätten wir ein das Problem, dass wir einfach eben die Schmierautos hätten die ganze Zeit. So haben wir nur die Polizisten, die am Rumlaufen sind. Das ist ein bisschen einfacher. So, wo ist der Sieg? Hatte ich gesehen. Wie hat der mich gesehen? Ich war auf der anderen Seite vom Block. Scheiße. Ah, da kommt er mir gerade entgegen. Gut, dann fährt er weg. Finde ich sehr gut sogar. So. Perfekt. Ich hoffe, das war der letzte gewesen. Yes, das war sogar der letzte gewesen. Sehr gut, wir haben es geschafft. Dann würde ich mal sagen, wir fahren mal noch zu der nächsten Mission her. 4000 $ haben wir jetzt einfach kassiert, aber ja, wir brauchen auch schon ein bisschen Kohle, muss ich wirklich sagen. Huh, shit. So, also wir gehen mal zu der nächsten Mission. Ich weiss, welche das ist. Die ist aber auch nicht so wahnsinnig geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber egal, wir probieren es jetzt mal. Und zwar, da nehmen wir noch Leben mit. Einfach nur, dass wir es voll haben. Jetzt sind es auch nur 7%, aber egal. Die nächste Mission ist von dem Big Cojones Typ hier, ich weiß nicht, wie er heißt. Und ja. Das ist eine Mission, die ich in der Aufnahmesession, bevor das sich mein PC gekillt hat, gefühlt etwa 3-4 Mal gemacht habe und einfach nie geschafft habe, weil die ist saumässig schwer. Okay. Aber ich hoffe, dass ich sie jetzt mal endlich packen wird. Mit neu installierten Game. Boah, shit, Alter, einfach ein Unfall und gerade wieder das Leben weg. Aber ja, das ist nicht so schlimm. Wir haben ja dort noch Pizzabude. Ich weiß sogar noch, dass es in der Pizzabude ist. Wo die Mission dann stattfindet. Aber wir tun jetzt mal dorthin. Und dann. Und dahinter. Und dann schauen wir mal, ob wir sie jetzt gerade bei Anhieb schaffen. Ich hoffe es mal. Ich weiß aber wirklich nicht, ob wir es schaffen, aber ich hoffe es wirklich jetzt einmal. So, let's go. Ja, komm, wir machen sie noch. Geht es eine bisschen längere Folge? Papi, hay problema, Tom. Papi, un gran problema. Humberto, my son, what The happened? Haitians. I hate these Haitians. They messed with me for the last time. These Haitians. We'll take them out. Only we need some backup. I lost a few hermanos already out there. Amigo, you drive good. For a woman, right? This is no time for joking. Come on, drive for me again. Take my boys over there, and then we'll take these Haitians down. If they mess with me, they mess with the biggest boy in town. So, okay, das ist ein bisschen schnell die Zwischensequenz. Wir müssen nachher einfach noch schnell bis jetzt, wir haben ein viertüriges Fahrzeug haben. Da kommt schon so ein Wagen, der ist auch gut. Es hat eben nachher einen Pizzawagen dort und dann können wir einen Pizzaladen meine ich. Und dann können wir schnell dort Essen holen und dann ist gut. So, let's go. So. Aber das ist eben so eine schwierige Mission. Ich weiß nicht wieso, ich schaff's einfach nicht. Holy shit.
Das ist jetzt wirklich immer am Ballern, Mann. Voll das Ghetto, ey. Ich habe es jetzt zwar einmal fast geschafft, die Mission, die ich aufgenommen habe dort noch. Und dann nachher bin ich aber kurz vor dem Ziel wieder gestorben, dann, weil sie mich abgeschossen haben die ganze Zeit. Oh. Ja, da hinten ist schon ein bisschen schlimmes Viertel da von Miami, he? Oder beziehungsweise von Vice City. Geh weg da. Es haut einfach weg. Hey, amigo, good to see you can make it. This stinking nest of Haitians, we gonna kill them all. Charge! Ja, ich gehe jetzt gerade zuerst eine Pizza fressen. Dankeschön. Wow. Wo kommen die jetzt plötzlich noch her? Haut ab. Stollen sie, ja, die spawnen halt eben alle da. So, jetzt habe ich ja noch einen Sniper. Jetzt kann ich eigentlich mit dem Sniper, ich muss jetzt das Auto kaputt schiessen. Und ich mache ja recht Schaden mit dem, also sollte ich das Auto können kaputt machen. So, perfekt. Die sind jetzt alle weg dort am Auto, weil die sind ja nicht weg, weil sie blöd sind. So, weg mit dir, da spawnt wieder einer. Now, my brother, charge! So, Auto plötzlich weg jetzt, ist aber normal. Alter, für den, dass der nicht einmal zielt dort oben, sondern einfach nur so dort steht. They fight like girls. Take cover. Beste Schütz ever. We need reinforcements from the cafe. Verstärkung extrem schnell da. Ich habe einfach alle genau gleich ausgesehen. Take out that cowardly sniper. Holy shit. Die nehmen wir mit. Oh, der Typ tut dann noch schnell wegschiessen. Spawn eben wieder neu. Nachher muss ich schon wieder etwas zu essen holen. Das ist ein bisschen komischer Sniper. So, jetzt muss ich schon etwas zu essen holen. Kommen wir gerade wieder. Das geht eben manchmal leider zu schnell. Aber wir haben noch relativ viel LMG-Munition. Sehr gut. Nice Shot. Sehr gut. Den haben wir auch. Da vorne ist noch einer. Aber da mag ich schon die MP-Munition auflesen. Kann ich mit Hand schiessen? Logisch nicht. Da ist keine Hitbox drin. Jetzt. Fight like men with huge cojones. Huge Cojones! Und jetzt da ist eben das Problem, da hat es einfach gefühlt 1 Million Leute, Alter. Und wie wette ich die jetzt alle nehmen, Mann? Use our mental graders. Let us kill the man from the drop and make a good escape. So, perfekt. Okay, wir sind gut weggekommen. Oh, da jetzt noch Leute. Aus dem Weg da bitte. Einfach keine Platte. Einfach keine Platte. Okay, wir werden jetzt aber, glaube ich, noch irgendwo verfolgt. Ah, Schmier haben wir auch noch. Ja, moin. Okay, aber wenn wir nur Schmier haben, ist es nicht so tragisch, weil die ballern nicht aus dem Haaren raus. Oh, shit! Nein! Roll doch zurück, bitte! Nein! Steig aus! Tommy, steig aus! Einfach nicht sterben wegen der Munition. Shit, 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 shit. Dammit, Mann! Ah. Shit, 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 shit. Einfach Schmier. Jetzt muss ich schon Schmier verlieren, irgendwie. Oh Mann, und jetzt denken so geil, jetzt schaffen wir endlich die scheiß Mission. Und macht einfach wieder das, man kennt's.
Also ich muss irgendwie die Schmier verlieren. Das Problem ist aber, ich weiss nicht, wo die Steine liegen, dass man die Polizei verlieren könnte. Ich könnte speichern, das würde gehen. Also wir fahren mal über zum Save Point. Das ist zwar weiter weg, ich weiss, aber es würde gehen. Oder Paint and Spray. Würde natürlich auch gehen. Ah Mann, Alter, es war so wieder klar gewesen. Wow! Aber ich will einfach nicht sterben, weil meine Waffen, ich habe einfach keinen Bock immer die Waffen zu verlieren. Und dann nachher wieder alles wieder holen, das ist so mühsam. Davon ist ein Paint and Spray. So. So, okay gut, dann haben wir mal die Schmier so weit eigentlich verloren. Sie erkennen mich ja hier in diesem Karren eigentlich nicht. Dass ich den jetzt umlackiert habe. Und dann fahren wir da gescheit kurz in die Seitengasse rein. Und dann würde ich sagen, dass wir es halt in der nächsten Folge nochmal probieren. Ja, dann wäre es mit dieser Folge von GTA Vice City. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann einfach im nächsten Part wieder. Bis dann, sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao. We'll be right back.